Zuerst müssen wir aber in die Schule, Tante Clara. Falsch, Johanna. Charlie und ich haben erst eine Stunde später Schule. Dann haben wir jetzt nämlich gerade noch ein bisschen Zeit für einen kurzen Ausflug zum Herrn König. Zumindest du, ich und Charlie. Jetzt wird's ernst. Wenn der König Dreck am Stecken hat, könnte es sein, dass er sich verratet. Und wenn er auch schuldig ist, könnte er uns wertvolle Informationen liefern. Ihr wisst, was das heisst. Du stellst Fragen. Und wir halten die Klappe. Richtig. Das Büro vom Herrn König war im obersten Stock. Riesig mit ganz vielen Fenstern, wo man über den ganzen Rest vom Industriegebiet West schauen konnte. An der Wand ist eine Karte gehangen, in verschiedene Farbfelder unterteilt. Und nebendran ein Stadtplan, der mit farbigen Fähnchen markiert war. Vor diesen beiden Karten ist ein grosser Schreibtisch gestanden und hinter dem Tisch ist ein Mann gehockt, der nervös irgendetwas in den Computer reingetöckelt hat. Sie wollten mit mir reden. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Fall. Clara Fall. Herr König, in euren Hamsterdrops haben wir Rattengift gefunden. Soweit ich weiss, sind schon ein paar Hamster dran gestorben. Wer sind Sie? Sind Sie von der Presse? Von irgendeiner Behörde oder sind Sie Privatdetektivin? Ich bin sozusagen Privatdetektivin, Kommissarin in Pension, wenn ihr es genau wissen wollt. Und ich bin über das Hamstergift bestens informiert. Kann euch aber versprechen, dass ich alle Ihre Aussagen vertraulich behandle und nichts an die Presse oder Behörden weiterleite. Um ein Haar ist das Huhn von meiner Nichte gestorben, Herr König. Mich interessiert nur, wie das Gift in die Hamsterdrops hineingekommen ist. Das wüsste ich auch gern, aber die ganze Sache ist mir im Moment nur ein Rätsel. Unsere Chemiker arbeiten wie verrückt daran, das ganze Futter zu analysieren. Aber was haben Sie und Ihr Huhn damit zu tun? In diesem Moment ist die Bürotür aufgeflogen und ausgerechnet der Polizist Schulz, alles andere als ein Freund von Clara, ist im Zimmer gestanden. Der Schulz hat die geniale Eigenschaft gehabt, immer im falschen Moment die falschen Fragen zu stellen. Aber leider hat Clara seit ihrer Pensionierung dem Schulz nicht mehr befehlen. Und darum mussten die drei Falls auch ihr Verhör beim König abbrechen. Kurzerhand sind sie wieder im Auto gehockt. So ein mieser Sesselfurzer, der verflümelerte Schulz. Wenn der die Sache an die Hand nimmt, dann können wir sicher sein, dass noch manches schief gehen wird. Aber 100%ig. Ja, das Kräusel in meinem linken Zehen sagt mir, dass der Herr König nicht ganz ehrlich ist. Jetzt habe ich zwar noch keinen Beweis, aber heute am Nachmittag weiss ich sicher schon ein bisschen mehr. Und ihr, meine lieben Frauen, müsst jetzt sowieso in die Schule.